In der Schweiz steht ein neues Vertragspaket mit der EU zur Diskussion. Der Bundesrat will uns stärker in die EU integrieren. Jetzt habe ich mich gefragt, bevor wir einen solchen Schritt machen, wissen wir eigentlich, mit wem wir uns hier einlassen? Man hört ja Gutes und Schlechtes über die EU. Darum bin ich auf die Suche gegangen, um herauszufinden, wer hat eigentlich zu sagen in der EU, was sind entscheidende Gremien, was ist allenfalls nicht so bekannt über die EU, was kostet der Apparat, was ist das Gefährliche an der Bürokratie und zum Schluss noch meine ehrliche Meinung dazu. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen zu einem spannenden Beitrag über die EU. Als erstes wollte ich wissen, wie die Beziehung zwischen der EU und seinen Mitgliedstaaten eigentlich ist. Von den EU-Kritikern höre ich immer wieder den Vorwurf, dass die EU ihren Mitgliedsländern immer mehr reinschnurrt. Wichtig ist dazu Folgendes. Die EU unterscheidet 3 Arten von Zuständigkeiten. Erstens eine exklusive Zuständigkeit. Hier ist der Fall klar. In einigen Bereichen haben die Nationalstaaten ihre Souveränität komplett nach Brüssel abgegeben. Hier darf nur die EU Gesetze erlassen. Und die Staaten müssen das umsetzen. Zum Beispiel bei der gemeinsamen Zollpolitik. Kein Land darf eigene Zölle mit Drittstaaten festlegen. Oder bei der Währungspolitik. Für die Länder innerhalb der Eurozone wird die Geldpolitik zentral gesteuert. Und bei der Handelspolitik mit Drittstaaten. Handelsabkommen mit den USA oder China werden für alle zentral verhandelt. Dann gibt es die geteilte Zuständigkeit. Beispiel sind der Binnenmarkthandel. Das betrifft also den Austausch von Waren innerhalb der Mitgliedstaaten. Die Umwelt- und Landwirtschaftsrichtlinien und der Konsumentenschutz. In diesen Zuständigkeiten dürften eigentlich die einzelnen Länder selber bestimmen, was gelten soll. Und die EU sollte nur dort eingreifen, wo die Länder die Probleme nicht selber lösen können. Sobald aber die EU mit eigenen Regeln auffährt, haben die den Vorrang vor nationalem Recht. Kritiker werfen der EU vor, vor allem in dieser Zuständigkeit ihre Autorität gegen mehr auszubauen. Nicht aus Notwendigkeit, sondern weil sich der Verwaltungsapparat selber rechtfertigen will. Nach dem Motto, Bürokratie erzeugt halt auch gegen mehr Bürokratie. Und dann gibt es noch die unterstützende Zuständigkeit. In diesen Bereichen hat die EU fast nichts zu sagen. Sie darf nur koordinieren oder fördern, aber keine Gesetze vorschreiben. Beispiel sind das Schulsystem und die Kulturförderung. Die Zuständigkeit über Krankenhäuser, also wer sie finanziert und wer über Kapazitäten entscheidet. Und über die Polizei. Grundsätzlich kann man sich das Ganze wie einen Schieberegler vorstellen. Je nach Bereich steht der Regler fast ganz auf Brüssel, bei anderen fast ganz auf Heimat. Wobei Kritiker sagen, dass die Tendenz auch schon die sei, dass immer mehr Regeln in Richtung Brüssel verschoben werden. Ja gut, jetzt habe ich gesehen, dass in vielen Bereichen die EU halt schon die bestimmende Autorität ist, habe ich mir die nächste Frage gestellt. Wie sieht denn die EU eigentlich aus? Wie sind die organisiert? Schlank und rank, denke ich sicher, oder? Ich bin aber schon ein bisschen erklüpft. Ui, also da sind mir dann schon ein bisschen die Augen auf, als ich gemerkt habe, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Weil die EU sind schon nicht nur 1, 2 Organe, sondern das ist ein ganzes, ziemliches Geflecht von Institutionen. Im Zentrum steht die Europäische Kommission. Daneben steht das Europäische Parlament. Dann gibt es den Rat der Europäischen Union. Und darüber ist der Europäische Rat. Dann kommen Kontrollinstanzen dazu, wie der Europäische Gerichtshof und der Europäische Rechnungshof. Und schliesslich noch die Europäische Zentralbank. Auf den ersten Blick wirkt das für mich schon ein bisschen überwältigend.
Aber der erste Eindruck kann ja täuschen. Darum wollte ich wissen, für was es die alle braucht. Dann wird dann schon klar, warum es den Apparat so gibt. Was macht jetzt die Europäische Kommission? Dort liegt extrem viel Macht, weil dort werden neue Gesetze vorgeschlagen. Und sie prüfen, ob die Mitgliedstaaten die EU-Vorgaben korrekt ins nationale Recht übernommen haben. Ganz zuoberst hockt Ursula von der Leyen. Sie ist Präsidentin der Europäischen Kommission und führt in dieser Rolle das Kollegium von 27 Kommissaren. Das sind deren ihre Ressortchefs. Jeder der Kommissare hat ein Kabinett, das heisst so ca. 5 bis 8 politische Mitarbeiter. Denen unterstellt sind mehr als 30 Generaldirektionen, unterteilt in Fachgebiete, mit rund 32'000 Verwaltungsmitarbeitern. Und so kommt der Apparat in Bewegung. An einem Kommissar fällt zum Beispiel auf, dass es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Regeln gibt bei einem Thema. Wenn er jetzt das Gefühl hat, das sei ein Problem, sagt er, hey, wir brauchen zum Thema X eine EU-weite Regel. Er bespricht das mit seinen Kabinettsleuten. Und die geben dann den Auftrag an die beständigen Generaldirektionen, dass sie eine Regel ausarbeiten sollen. In diesen Generaldirektionen passiert dann Detailarbeit. Beamte verfassen Entwürfe, es werden Experten, Verbände und Lobbygruppen kontaktiert etc. Die Kabinettsleute der Kommissare begleiten die Arbeiten, koordinieren zwischen den Generaldirektionen, sammeln Vorschläge, verwerfen sie wieder, bis ein Entwurf nicht nur technisch, sondern auch politisch passt. Dann geht ein fertiger Gesetzesvorschlag zurück zum Kommissar. Der bringt ihn ins Kollegium von allen 27 Kommissaren und falls gut geheissen, geht der Gesetzestext dann weiter ans Parlament. Also, was macht jetzt das Europäische Parlament? Im Parlament hocken 720 Abgeordnete aus allen Mitgliedstaaten. Das sind die Abgeordneten, die von den EU-Bürgern gewählt werden. Hier an dieser Stelle noch ein entscheidender Punkt, den viele nicht kennen. Das Europäische Parlament wird vom Volk gewählt, kann selber aber keine Gesetzesvorschläge einbringen. Das Initiativrecht für neue Gesetze liegt ausdrücklich bei der Europäischen Kommission. Und die Mitglieder der Kommission werden nicht vom Volk gewählt. Aber gehen wir zurück zu unserem Gesetzesvorschlag. Der landet zuerst in einem der rund 20 Ausschüsse. Dort wird er wieder geprüft vom Sekretariat, von Juristen, Experten und Fachleuten aus der Verwaltung. Vielleicht gibt es einen Änderungsantrag von Abgeordneten. Der Text wird also angepasst, ergänzt oder abgeschwächt. Unterstützt wird der Prozess von einem eigenen Apparat, wie zum Beispiel im Übersetzungsdienst. Rund 7000 Mitarbeiter bügeln direkt oder indirekt für das Parlament. Das Ganze ist jetzt noch ein Zacken komplizierter, weil das Parlament ist an mehreren Standorten heim. In Brüssel, in Straßburg und auch in Luxemburg. Das gibt zusätzlichen Aufwand an Reisen, Logistik und Personal. Item. Am Schluss stimmt das Parlament über den Gesetzestext ab. Aber es entscheidet eben nicht allein. Weil parallel läuft der gleiche Prozess im Rat der Europäischen Union. Also, der Gesetzesvorschlag geht gleichzeitig auch an den Rat der Europäischen Union. Dort kommen aktuell amtierende Fachminister der Mitgliedstaaten zusammen, um darüber zu entscheiden. Geht es um die Umwelt, hocken dort die Umweltminister am Tisch. Geht es um Wirtschaft, dann logischerweise die Finanz- oder die Wirtschaftsminister. Der Rat ist also keine fixe Gruppe von Personen, sondern die Anwesenden wechseln, je nach Thema des Gesetzesentwurfs, der gerade behandelt wird. Hinter diesen Sitzungen steht aber ein permanenter Apparat mit Arbeitsgruppen und Ausschüssen. Dort arbeiten mehrere tausend Diplomaten, Beamte und Fachleute. Die koordinieren und verhandeln über Änderungen im Gesetzestext. Erst gegen Schluss von diesem Prozess reisen dann die zuständigen Minister an.
zurück zu unserem Gesetzestext. Der geht, während das Parlament und der Rat dran feilen, gäng hin und her. Koordiniert von Leuten aus der Kommission. Am Schluss bleibt dann vom ursprünglichen Gesetzesvorschlag vielfach nur noch das übrig, wo sich alle einigen konnten. Und erst, wenn sich das Parlament und der Rat sich auf einen topfhaargenau gleichen Text einigen können, ist ein neues EU-Gesetz beschlossen. Ja gut. Jetzt, über all dem steht noch der sogenannte Europäische Rat. In diesem treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, also Kanzler, Präsidenten, Regierungschefs. Der Europäische Rat macht in diesem Sinn keine Gesetze, aber hier wird die politische Richtung festgelegt. Es wird entschieden, was Priorität hat. Der Apparat hier ist vergleichsweise klein. Ein Präsident, ein Generalsekretariat und ein überschaubares Team. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wer denn mehr Macht hat. Die Präsidentin der Europäischen Kommission oder die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat. Und was ich darauf kam, ist, dass die lange etwa gleichgestellt sind. Der Europäische Rat gibt die Grundrichtung und die politischen Prioritäten vor. Die Kommissionspräsidentin übersetzt das dann in konkrete Politik- und Gesetzesvorschläge. Oder anders gesagt, ohne die Kommission bleiben die Beschlüsse vom Europäischen Rat nur blosse Absichtserklärungen. Und ohne den Rückhalt vom Europäischen Rat fehlt der Kommission die politische Unterstützung, um grosse Projekte durchzusetzen. Als letztes gibt es noch das Kontrollorgan. Das ziehen wir jetzt ganz schnell noch fertig durch. Der Europäische Gerichtshof. Das ist das oberste Gericht der EU und sorgt dafür, dass EU-Recht einheitlich ausgelegt wird. Er entscheidet bei Streitfällen zwischen Mitgliedstaaten oder zwischen Staaten und EU-Institutionen. Seine Urteile sind verbindlich, auch für nationale Gerichte. Der Gerichtshof selber ist auch ziemlich ein grosser Apparat mit etwa 2000 Mitarbeitern. Und dann haben wir noch den Europäischen Rechnungshof. Das ist das Finanzkontrollorgan der EU. Er beschäftigt ca. 900 Mitarbeiter. Prüfer, Analysten, Juristen und Administratoren. Die prüfen, ob EU-Gelder korrekt verwendet werden und ob Steuergeld effizient eingesetzt wird. Der Rechnungshof entscheidet selber zwar nichts, aber seine Berichte haben politisches Gewicht, was das auch immer heisst. Der Abschluss der EU-Organe macht die Europäische Zentralbank. Sie ist für Geldpolitik innerhalb der Eurozone zuständig. Mit über 4'500 Mitarbeitern schleppt auch die einen ziemlichen Apparat mit sich herum. Also, die Europäische Kommission und ihr Verwaltungsapparat sind für neue Gesetzesvorschläge für die EU verantwortlich. Und ihre Mitglieder werden nicht vom Volk gewählt. Es gibt zwar das Europäische Parlament, das von den Bürgern gewählt wird, aber das Parlament kann keine eigenen Gesetze einbringen oder bestehende aufheben. Die Parlamentarier können nur über die Vorschläge beraten, die aus der Kommission kommen, und höchstens versuchen, diese abzuändern. Kritiker sagen, dass so zwar eine demokratische Fassade existiere, dass aber die eigentliche Macht der Verwaltungsapparat hat. Und dann ist da noch der Europäische Rat mit den Staats- und Regierungschefen der Mitgliedstaaten. Auch denen ihre Rolle wirke weniger gesetzgeberisch, sondern erinnere mehr an eine Prestigerolle. Sie müssen die in Brüssel beschlossene Linie daheim in ihren Ländern mit einem hoffentlich überzeugenden Narrativ erklären und verkaufen. Eurobarometer-Umfragen zeigen, dass bei gewissen Themen diese Linie auch gegen den Willen der eigenen Bevölkerung sein kann. Jetzt aber, das alles ist dann eben nur die Spitze des bürokratischen EU-Eisbergs. Was unter der Wasseroberfläche noch alles versteckt ist, habe ich mir als nächstes angeschaut. Die offiziellen Institutionen sind aber eigentlich nur die Spitze.
Der grösste Teil der EU-Bürokratie ist aber unter der Wasseroberfläche. Die EU betreibt über 40 eigenständige Agenturen. Zum Beispiel die Europäische Arzneimittelagentur, die Europäische Lebensmittelbehörde, die Europäische Agentur für Flugsicherheit, die Umweltagentur, Bankenaufsichtsbehörde, Wertpapieraufsichtsbehörde etc. etc. Zusammen beschäftigen diese Agenturen Zehntausende von Mitarbeitern. Dazu kommen mehrere Exekutivagenturen. Jede von denen auch wieder mit eigener Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Personal und Budget. Insgesamt auch hier Tausende von Leuten. Noch weniger sichtbar sind die sogenannten Expertengruppen der Kommission. Davon gibt es rund 800 bis 1000 aktive Gruppen. Das sind Kommissionsbeamte, nationale Fachleute, Wissenschaftler, Branchenvertreter, Interessenvertreter etc. Genaue Zahlen dazu habe ich nicht gefunden, aber Schätzungen reden nochmal von 15'000 bis 25'000 Personen. Nicht alles sind Vollzeitstellen, aber sie prägen Gesetzestext und Regulierungen. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es eben noch Arbeitsgruppen und Ausschüsse rund um den Rat der Europäischen Union. Wir reden hier von über 150 ständigen Arbeitsgruppen, besetzt mit Diplomaten, Juristen und Fachbeamten. Das ist eine Grössenordnung von nochmal 4'000 bis 5'000 Personen. Also, zusammengefasst über die Bürokratie der EU kann man sagen, oben sieht man ein paar bekannte Institutionen. Aber darunter verborgen gibt es dann auch noch ein riesiges Verwaltungsnetzwerk. Nicht sichtbar, aber mit grossem Einfluss. Und teuer. Die logische Folge von so einem Bürokratieapparat ist natürlich, dass dieser Betrieb ein Stängeli Geld kostet. Die EU-Ausgaben umfassen heutzutage rund 189 Milliarden Euro pro Jahr. Das Geld kommt von verschiedenen Quellen. Der Hauptteil kommt via Steuergelder der Mitgliedstaaten. Das sind die sogenannten Mitgliederbeiträge. Berechnet nach der Wirtschaftsleistung eines Staates. Wer besser wirtschaftet, darf auch mehr zahlen. Zweitens geht ein kleiner Anteil der nationalen Mehrwertsteuer direkt an die EU. Auch die Zölle auf Import von Drittstaaten werden zwar von den Mitgliedstaaten eingezogen, werden aber an die EU weitergeleitet. Und neu kommt jetzt auch noch dazu, dass die EU eigene Einnahmequellen einführt. Zum Beispiel die Plastiksteuer, also Abgabe auf Plastikabfall. Oder auch eine zukünftige Digitalsteuer oder eine CO2-bezogene Abgabe wird diskutiert. Neu kann sich die EU in begrenztem Umfang auch über Geldpumpen finanzieren. Im Rahmen des Corona-Wiederaufbauprogramms hat die EU Schulden von bis zu 750 Milliarden Euro aufgenommen. Diese Schulden müssen dann auch wieder zurückgezahlt werden. Das ist klar. Einerseits über eben die Mitgliederbeiträge, andererseits über neue EU-Einnahmequellen. Ich bin hier bewusst nicht tiefer ins Detail gusseln. Über den finanziellen Teil der EU mit den möglichen Folgen für die Schweiz, dazu mache ich ein separates Video. Ja gut, zusammengefasst kann man sagen, die EU wird von den Mitgliedstaaten finanziert. Und damit von den Menschen, die in diesen Ländern bügeln und Steuern zahlen. Wenn ich mir anschaue, wie gross der EU-Apparat geworden ist, dann stellt sich mir die Frage, warum das alles grösser wird. Die Antwort ist, glaube ich, auch gar nicht einmal so kompliziert. Staatsbürokratie hat eine klare Aufgabe. Das Erarbeiten von Regeln, Verordnungen, Richtlinien oder Gesetzen.
Taucht irgendwo ein Problem auf, stellt sich aus der Sicht der Verwaltung fast automatisch eine Reaktion ein. Welche Regeln braucht es dafür? Ein Handwerker braucht Werkzeuge zum Bügeln. Eine Verwaltung braucht Regeln zum Regulieren. Weniger Regeln machen oder etwa gar Regeln abbauen bringt kaum Anerkennung. Darum werden Bürokratien eigentlich auch nie kleiner. Es entsteht ein verflixter Kreislauf. Ein Problem führt zu einer Regel, Verordnung oder Gesetz. Das muss erklärt, dokumentiert und kontrolliert werden. Das erfordert mehr Personal und mehr Personal produziert dann wieder mehr Regeln, Verordnungen und Gesetze. Je grösser der Apparat wird, desto höher wird sein Output. Und je höher der Output, desto stärker hat das Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf den Alltag. Ja gut, dann wie gäng zum Schluss noch meine ehrliche Einschätzung. Modern bedeutet für mich eigentlich schlanke Strukturen, klare Zuständigkeiten und schnelle Entscheidungen. Genau das sehe ich hier eher nicht. Die EU macht den Anschein, als wäre das ein ziemlich grosser Staatsapparat. Komplex im Aufbau, teuer im Unterhalt und weit weg von einer echten Wertschöpfung. Und das ist ein anderes Problem, das mir während dieser Recherche ist bewusst wurde. Der Staat verdient selber ja eigentlich nichts. Alles, was der ausgibt, muss jemand anderes zuerst erkrampfen und dann als Steuern abliefern. Jeder Euro oder auch jeder Franken, wenn wir so wollen, kommt aus der Arbeit von Menschen, aus Wertschöpfung. Aber ich begreife die Sicht vom Staat schon. Fremdes Geld auszugeben, geht einem halt schon ring. An dieser Stelle noch ein Tipp. Ich empfehle den Kanal auf X von Markus Liesser. Dort macht er thematische Analysereihen zur Schweiz-EU-Beziehung. Zum Beispiel zur Binnenmarktlogik, zum Schweizer Beitrag oder zu staatlichen Beihilfen. Schön Schritt für Schritt aufbereitet. Super spannende Hintergrundinfos, die ihr so sonst nie bekommt. Es lohnt sich auf alle Fälle, bei ihm reinzuschauen. Ja gut, wenn ich aus diesem Beitrag eine Schlussfolgerung ziehe, dann ist es die. Wir brauchen auch nicht noch mehr Bürokratie, die von weit ab vom Geschütz kommt, sondern das Gegenteil. Und genau das wäre ja auch die Stärke der ursprünglichen Schweiz. Föderale und dezentrale, klare Strukturen. Aber was weiss ich schon als ehemaliger Badmeister? Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals an alle, die mich ja letzte Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ohne euch könnte ich gar nicht alle Wochen mit einem neuen Bericht einschneiden. Darum nochmal ganz herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet die Spendeninfos unter www.vogunter.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Einschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.